Party, Platt und Plüschmus. Oh, mit der lieben Hilka, die ich noch gerade gehört habe. Und mir, die Lisa. Hilka, aber was schnackt wie hüt? Was wandern? Mensch, endlich schnackt mal ein über das Wandern gehen. Endlich. Volkssport von den Dütschen in der Corona-Tit. Wandern gehen. Ja, ich muss aber auch, ich muss ehrlich werden, ich muss sagen, früher habe ich das hasst. Ich habe das so hasst, wandern zu gehen. Oh, echt schlimm. Also ich hasse auch Fahrradfahren, aber da können wir auch noch uns noch was anderes wollen. Aber als Kind und Jugendliche, also als Backfisch, hat Wandern, wenn ein sagt, okay, wir fahren auf Klassenfahrt und dann geht wieder mal beim Wandern. Ja, da war das doch irgendwie nicht cool. Nee, ich glaube, ich habe auch so ein furchtbares Beleifnis hatte in der Grundschule. Da sind wir nur St. Andreasbach feuert in Harz, da war das Landschulheim. Und als Kind, ich war auch als Kind nicht so sportlich als von Dach und beten moppelig. Muss ich da de Bach noch boben lopen. Und all meine Freunde, die sind von mir weglopen, weil die sind so fix bei ihnen und ich bin da hochkraxelt und ich denk, das wäre echt ein Trauma. Das wäre ein Trauma mit Wandern. So. Danke, dass du das mit U-Stylen deist. Danke dafür. Oh. Ja, ich habe das echt Hass, aber in den verleden 2-3 Jahren ist das jechtens wie anders geworden. Da bin ich richtig Wanderfrünin geworden. Wie ist das gekommen? Das ist, ja, das gäbe so einen Einfluss von Buten, sag ich mal. Und zuerst habe ich gesagt, nee, ich gar nicht wandern und erst recht nicht nur ein Harz-Fan. Ja, und der Lüde, der mir auf Instagram folgt, der weiß ja, ich bin ein großer Harz-Fan. Ich kann ja schon was über den Harz vertellen. Wie der Harz ist so schön, der ist so toll, wahrhaftig. Oh, bitte, Lüde, folgt mal nur ein Harz hin. Der Harz ist das Hexengebirge. Ich weiß nicht, was das ist, großartig. Aber ja, das wäre so, zuerst, ist mir dann verköpft worden aus, wir mochten langen Footlopen, also einen langen Spaziergang. Und dann wäre natürlich, ja, so erstmal so an der Elbe langlopen und dann in no Geesthacht hin, da der Bagen und Harburger Bagen und dann Sachsenwald, wie Hamburg und dann nur die Lüneburger Heide hin. Oh, weil das die Heidstucken weg? In einer du anderen. loben bist? Ja, in einer anderen. Schön. Da sind ja viele Padden. Aber weißt du ja selbst in der Lüneburger Heide, da kannst du ja wunderbar wandern gehen. Ja, und du hast allen schön flach. Das macht Ja. richtig Spaß, da zu loben. Ja, also will sie da Barch hoben, Mann? Ich bin ja auch kein Barch, aber Bar. ja. Aber in Harburg so, dass so ein Barch da noch oben oder das wäre ja allen beiden stur, wenn ein so ein Flachland-Shop ist als ich. Ja, aber von Dach finde ich das echt richtig schön. Ich habe auch richtig Udrüsten mit Trailrunning-Show für den Sommer, für lichte Wandertouren und richtige Wandershow, wenn das so eine Nordberge hingeht und bin richtig udrüstet. Wow. Ja, so ist es wie mir. Aber ich muss sagen, ich bin auch schon noch in Fretit wanderfroh. Also ich löf da bist du all Anna Barchen rumlaufen auf Island. Ja, also auf Island sind doch bannig hohe Berge oder auch Krater. Aber da, wo ich dann Fulltiet, wann es froh wäre, da wollen gar nicht so viele Berge. In Galicien war das zum Bäten, also in Spanien, aber in Portugal war das eigentlich immer schön Atlantik lang, das war ganz cool. Und Ja. ich bin dort auch gekommen, also ich bin den Jakobsweg, den Camino Portugues bin ich lopen, von Lissabon und
nach Santiago de Compostela. Und eigens will ich einfach nur günstigen Urlaub morgen. Das war eigentlich so meine Grundprämisse, wo ich dachte, okay, wo kann ich schön günstig Urlaub morgen? Das war in der Tit zwischen meinem Bachelor und meinem Master. Ich habe halt beiden Tit und habe nicht so viel Geld und dachte mir, okay, ich möchte möglichst viel sehen und möglichst intensiv das Land genießen. Und dann bin ich um Lopen gekommen und dachte mir, okay, eigens will ich auch von Wismar ut loslopen. Denn der Jakobsweg, das ist, was viele überhaupt nicht weet. Der Jakobsweg ist nicht der eine Weg. Mhm. Das ist nett von ganz vielen Wegen, der aber all in Santiago de Compostela enden dauert. Und zum Beispiel die Via Baltica, der löbt auch durch Wismar, von Rostock, Wismar, Lübeck. Und dann geht es durch die Limburgische Heid. Und dann Rünne noch, ich glaube, durch das Ruhrgebiet. Dann Ja, ja, Frankreich. ja, wir haben doch hier bei mir auf Wilhelmsburg zwei Karten, wo dann der Jakobsmuschel an ist, wo Ja, du den Stempel geben laden kannst. ja. Das ist ganz, ganz großartig. Und viele weit das gar nicht. Dass man auch, oder dass ein auch, in Deutschland pilgern kann. Und Mhm. so habe ich mir erstmal überlegt, okay, eigentlich will ich in Wismar starten. Dann hätte mir eine Bachelorarbeit aber doch ein bisschen länger gebraucht, als ich eigentlich geplant habe. Und dann habe ich das von der Tit nicht mehr geschafft, denn das wollen mindestens 3 Monate lopen. Mhm. Ich habe dann noch so 2 Monate und dann habe ich noch das ist ja blöd, da nur Dächter huschen und das gar nicht so richtig taugenäten. Und dann bin ich auf Portugal gekommen. Ich habe ja all meine Zeit in Portugal gelebt und habe gedacht, ja, Lissabon will ich schon mal, das kenne ich. Und ob den Rierhof, wo ich da gelebt habe, da geht auch direkt am Hang der Jakobsweg lang. Da dachte ich, ach, kann ich die Lü auch noch besorgen? Na, das passt ja eigens. Da fault ich auch gern. Günstig ist das. Und ja, das war ich nun nicht ganz so religiös vielleicht, als einen da denkt, wenn man pilgern gehen deit. Oder wie meine Gründen waren nicht so religiös. Ähm, ich muss aber sagen, ich hef ob den Weg, wenn ein denn am Lopen ist. Da kann ich jetzt schon verstehen, warum so viele das mogt und warum so viele dort tausend Sülm find und das Leben da noch komplett auf den Kopf stellt. Hast du das auch, dass du beim Wandern ob best denken kannst? Wenn ich ehrlich bin, nee, ich kann am Mhm. besten denken, wenn ich Fernsehen kiek. Wirklich? Wirklich? Ja. Ähm, Wahnsinn. also, Ja. ja, also bei mir ist das echt so, wenn mir so bei nicht viel im Kopf rumgeht. Ich bin da, glaube ich, auch so ein Baby. Also, wenn mir bei nicht viel passiert, dann verarbeite ich das auch schon mal in Schlob und dann bin ich in der Nacht auch immer wack und kann nicht mehr in schlopen und dann geht mir so alles aus dem Müllwagen im Kopf rum. Mhm. Ja, also ich wanne echt super gern. Das muss ich sagen, wie ich das ist für mich also ein Inatmen und Utatmen. Mhm. Als der Olgrieg sagt, Systole und Diastole. Also echt so Norbi die Naturwein und darum kann ich vielleicht auch Fahrradfahren nicht so gut auf. Da kann ich gar nicht richtig an so in mir abnehmen. Also ich Mhm. kiek dann gern irgendwie und ich unterhol mich gern. Aber also mit das Norddenken, da habe ich doch gar nicht viel, da prasselt so viel ob mir in. Und wenn ich zum Beispiel in Serie kiek, dann kriege ich doch all mit, was da passiert, aber ich kann auch mir denken ja, wandern lorten Mhm. und dann Dinge abarbeiten. Ähm, Darum ist es so, aber ich kenne viele Leute, die eben sagt, ja, biet Footlopen oder eben, ja, biet Wandern, da passiert viel in Hart und eben auch in Prägen. Mhm. Ja, ja, absolut. Ich habe eine ganz wundervolle Frau drauf um Jakobsweg. Man muss total sagen, das Schöne ist, ähm, Tau ist der Jakobsweg von Lissabon wieder nach Santiago de Compostela. Der ist nicht so überlopen. Also gerade der Camino Mhm. Frances ist ziemlich überlopen Mhm. und leider auch echt verkommen, Tau ein Tourismus-Hotspot, wo auch wirklich
Busse wies Touristen den Jakobsweg lang kutschiert wat, was natürlich, okay, das ist von jedem der eigene entscheiden, wo ich das loben möchte. Aber als bald das so kommerzialisiert wird, verleiht das total seinen Sinn und seinen Hatten. Mhm. Und aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass du Pilgerer jemals an der Muschel erkennen deist. Also jeder hat eine Jakobsmuschel an seinen Rucksack oder irgendwo an seinen Sorgen. Und so siehst du, Mensch, okay, der pilgert auch. Und irgendwie kommt man glicks in Schnack und dann hält sich fair, als ich das Gaut anfeulen deit. Und da habe ich eine ganz wundervolle Frutrauben aus Dänemark, der ist all ach und sämtlich wählen, als wieder loben sind. Also Wahnsinn. Dat düsse Wächtau morgen, wie düssen Klima, ob sich allein stellt, der hat nicht mal ein Smartphone. Der ist dann halt einfach loben und der hat mir vertellt, Lisa, wenn du loben deist, dann hast du jemals zwei Rucksäck wie die. Den einen Rucksack, wo die ne Sorgen in sind, und den anderen Rucksack sind, du hast du all de Gedanken rinpackt, der du in den Alldach einfach tausit wischen deist. Mhm. Und wenn du dort wirklich Taulorten deist, dann fangst du auf dem Jakobsweg an, diesen Rucksack utau packen und diese heilen Gedanken, die im Alldach keinen Platz finden dort, die mal dörter denken und die wirklich von Anfang taun Ende tau denken und sich so einfach, man sagt immer einfach, aber extrem ehrlich tau sich tau wähn. Denn also ich bin den heilen Dach loben. Ein fängt, oder ich bin meistens, ich bin halt der freie Vogel. Ich bin jemals so gegen Söss losloben, weil das dann auch das war schon hell, das war noch nicht so hit. Und ich bin meist so Glock 3, Glock 4 in der Herberge, in der nächsten Herberge ankommen. Und wenn ein den hellen Dach loben deit, dann denkst du so, der ersten 2, 3, 4 Kilometer kannst noch denken, oh, ist das schön hier, oh, ist das schön hier, oh, ist das schön hier. Aber irgendwann denkst du das nicht mehr. Und dann kommt die Ruhe, vor der so viele bang sind, so mit sich allein wähn. Und wenn der Kopf dann wirklich mal zur Ruhe kommen deit, und dann düket diese Gedanken, die ansonsten jemals wegpackt werden oder in der Ecken schmähten wird, die düket dann ob diese fundamentalen Fragen. Mhm. Und dann stellst du dir diese Fragen. Und dann denkst du dir durch und denkst dir durch. Und ich habe das immer so schön verglichen mit Dumbledore, der hätte ja das Denkarium. Kannst du dich daran erinnern, dass hey sich seinen Tüwestab, den nimmt er, packt sich an seinen Kopf und trägt einen Gedanken vor den Rut. Ich meine, Ja. hast du das vielleicht so bildlich fährt auch? Ja. Und nipp und nau feuert sich das an, wenn du loben deist und plötzlich kommt ein klore Gedanke, so ein Gedankenstrang, und du denkst dann einmal derch. Und danach denkst du dir so, wow, warum habe ich diesen so wichtigen Gedanken für mich? Warum habe ich das so lang nie zu Ende gedacht? Warum habe ich das so lang jümmes in meinen unsichtbaren Rucksack packt? Und dann mockt dann, ob er einen sieht, mockt das süchtig, weil du denkst so intensiv und du feulst so intensiv, du findest so viel über die Sülmenrut. Und über anderen sieht, denkst du so, das mag ich auf jeden Fall wieder, wenn ich wieder zu Hus bin. Aber dann bist du so fix werde in diesem Getriebe vom Alldach, dass du wieder durchfallen deist. Ja, also das ist so. Das kann ich unterstreichen. Ich kann das eben so für das Wandern in dieser Form eben nicht sagen, weil ich habe noch nicht so eine Pilgerwanderung gemacht. Ich habe ja mal 2 Wochen in Kloster in Santiago de Compostela gelebt, aber da bin ich mit dem Auto hinfeuert von Porto. Und in das Kloster, das war ein Schweigekloster. Also die Mönche habt da nicht gesagt, ich hab da was gesagt und ich hab dann gleich eine Blasenentzündung gehabt. Naja. Weil das so cool, du?
Oder? Da, Galizien ist ja auch der Ja. Pinkelpott von Europa. Aha, Levelü. Pinkelpott, das passt so gut. Ja, also Levelü, da drängend da. Oh. Ich hab gedacht, so, oh ja, das Jahr in Portugal. Mensch, Sonnenschein, ne. Regen und Ja. Sturm. Naja, und dann habe ich da eben in diesem Kloster in Santiago de Compostela in min Zelle, so hatet ja, lebt und dann habe ich eine Blasenentzündung gehabt und ich weiß nicht, habe ich dir das noch vertellt, aber ja, mir ging das richtig schlecht und wäre dann noch ein Krankenhaus und ja, dann gibt es da aber Mhm. kein Wärmbuddel, so kein, Mm. und dann hat mir die Hushälters von den Mönche hat mir dann Bürgel so ein Plättisen gegeben. Nee. Oh. Ja, und Um dann die habe ich, warm zu holen. ja, und dann habe ich dann so 2 Sekunden ich muss anschollen und dann, damit das Hit ward, 2 Sekunden Oh. und dann habe ich das in so ein Handtuch entwickelt, Oh damit nee. das warm war. Oh. Ja, Eieiei. Aber was hast du denn den hellen Tag mockt in so einem Schweigekloster? häkelt. Ich habe einen großen Schal häkelt. Wahnsinn. Und worum bist du da hingegangen? Ah ja, das wäre, also ich habe nicht der hele Zeit schwingen. Das wäre ein Raum von mein Studium in Portugal, als ich da ein Jahr gelebt habe. Und da habe ich 2 Wochen Blogseminar in Santiago de Compostela hat. Und dann habe ich eben in diesem Kloster gelebt. Und ja, und die Mönche, die da sind, die haben aber echt nichts gesagt. Wahnsinn. Das wäre echt krass. Also, das wäre nicht bloß so ein Jugendherberg. Nee, das wäre echt so ein richtiges Kloster. Und wir haben direkt immer neben der großen Kathedrale gelebt. Wahnsinn. Diese Kathedrale. Ich muss noch mal durchkommen von Ton Jakobsweg. Du löpst jeden Tag. Also, ich muss noch kurz total sagen, ich bin ein Mond bin ich lopen. Das waren ungefähr 800 Kilometer. Und das ist ja, dass du jeden Tag nur ein ganz, ganz lütschen Teil mocken deist, ob den großen Teil hin, diese Kathedrale zu sein. Mhm. Und die Dropen have auf dem Weg, die hab mir gesagt, oder die denn auch schon andere Jakobsweg all pilgert wollen, hab mir gesagt, boah, wenn du ob diesem Plaza da fair bist und dann fair der Kathedral einfach storn da ist, das sind, du feulst du Gefühle, die du vorher überhaupt nicht kannt hast. Und ich habe immer gedacht so, ach, ich bin nicht so emotional, das wat all nichts, ach komm, Leute vertellen. Und im Endeffekt bin ich ob diesen, erstmal geit man durch diese lütschen Gassen von Santiago und dann thront plötzlich diese Kathedrale Verdi und all das, was in die passiert ist, der hele Tiet, wo du loben bist, die ganzen Menschen, die ganzen Begegnungen, die ganzen Abenteuer, die man auch erleben da, die ganzen Betten, in denen man ihn schlafen da und die Blasen an den Feuten, all das brecht plötzlich ut. Und ich kenne das aber neben mir ist eine Frau, die hat all ihre Sorgen von sich wegschmähten und ist einfach nur weinte Hopenbrocken. Und auf diesem Platz sammelt sich alle Pilgerer, alle, von allen Himmelsrichten kommt die. Und dieser Platz hat so viel Emotionen, das ist fast taugripen. Also unglaublich, was diese Karg mit den Menschen morgen deit. Ich finde das echt interessant, denn wenn du sagst, du bist so ein Mond lopen oder du weißt von Wismar o 3 Monde lopen und das kann sich ein ja, für das gar nicht mehr vorstellen. Aber früher war das normal. Ja, ja, Dat de Lüd Wahnsinn, nicht, oder? ja, de Lüd, das war normal, ne? Dat de Kooplüd, die sind da 3 Monde durch Europa durch. Vielleicht noch länger. Und Ja. das wäre total normal. Und das war mich nur interessieren, dass wir ja dann Handelsbeträgen, habt ihr auch das so große Emotionen hat. Ja, gaude Frage. Weil die also ich kann ja über Telefon, kann ich ja Kontakt an mein Leben holen. Aber die können das ja auch nicht. Weiß nicht, vielleicht habt ihr mal einen Brief schreiben.
Aber die Mhm. können nicht mal eben kurz anrufen und sagen, hey, wie geht das gaut? Ja, das wäre, glaube ich, ein komplett mal ein anderes Verstohlen von Tiet. Ja, definitiv. Das habe ich allein schon markt, dass ich das ein so langsam vorankommt. Also das, was ich da am Dach lopen bin, wollen ungefähr, ich bin zwischen 25 Kilometer und dort, oder das meiste wäre 38. Das Mhm. wäre auch, das wär ein Gewaltmarsch. Da Mhm. will ich eine Tschechin droppen und wir wollen unbedingt heute so ein Herberge und wir haben das dort der Hopen, habt ihr uns dort durchquält. Das war echt der Wahnsinn. Das ist aber auch wette so, der Grenze war nur in meinem Kopf. Der Grenze in meinem Kopf hätte noch 30 Kilometer sagt, oh, Lisa, eigens könnt wir nicht mehr. Oh, oder wir wollt nicht mehr. Aber wir habt dat durchtagen. Und ich hab dat nur noch, wenn ich denken da, oh, Lisa, ich weiß nicht, ob ich das schaffen da. Dann kommt es so lütsche Stimmen, der mir sagt, ey, wir sind 38 Kilometer loben. Natürlich schaffst du das nur auch. Und das lässt einen so wassen und tritt einen jed einmal wette aus seiner Komfortzone gut. Das ist echt. Hm. Ja, das ist auch echt interessant. Vielleicht vertellst du da auch gleich noch was von. Ich habe da in Porto einen Freund gehabt. Und der ist 8,5 Jahr zurück nach Deutschland. Er hat aber eben auch den Jakobsweg dann von Porto nach Santiago gemacht. Mhm. Und Mhm. der war vegetarisch. Aber der war so fertig mit dem Mang, der hätte dann sich einfach die Salami-Brötchen rintrocken. Sie hätte gesagt, ey, weh, das so egal. Sie hätte das gar Ja, nicht mehr magt. ja, ja. Du kommst wirklich an deine Grenzen und Geist über deine Grenzen ruht. Definitiv. Ja, also so was kann ich nicht nur volltrecken, aber Oh. also insofern, ich habe das noch nicht belebt Mm. in Form. Ich kann bloß was über die Harzer Wandernadel vertellen. Ja, vertell mal ein bisschen über die Harzer Wandernadel, bitte. das, das ist so echt so beten nerdig auch wieder, ne? So, früher hätte man so ein Sticker-Album hat oder ich weiß nicht, Panini-Bilder sammelt oder Barbies oder ich weiß nicht was. Und von da, wenn ein groß und nerdig ist, dann hätte ein so ein Stempelheft von der Harzer Wandernadel. Und das ist, wenn sie das nicht kennt, liebe Zuhörer, das ist echt so ein Vogue. Gibt das auch als App, aber das ist nicht so richtig durchdacht mit dieser App, wie du brauchst Jimmers das Vogue. Egal, ob du die App hast oder nicht, du brauchst Jimmers das Vogue, damit du abstempeln kannst. Du läufst mit diesem Vogue durch ein Harz und kannst dann an unterschiedliche Stempelstellen, die eben so einen Stempel geben in den Vogue und da muss auch die Foto drin und die Anschrift und die Adresse und sowas. Und da hätte dann jeden Stempel auch eine Nummer, wo du dann rinstempeln kannst. Und das gibt auch noch Sonderstempel. Und dann kannst du eben unterschiedliche Leistungsstufen kriegen. Das fängt an mit Bronze, Silber, Gold. Und dann warst du jichtenzwann Wanderkönigin oder kriegst den Harzer Kaiserschuh und am Ende bist du Wannerkaiser. Mm. Und wenn du Wannerkaiser oder so bist, dann kriegst du dann auch schon so ein Auftheken, so ein Button, den kannst du dir dann nicht so anpinnen. Und da ist dann, ich glaube, für den großen Aftake, da ist dann auch echt so ein Edelstein mit bin. So ein Oh. Juwel. Da hat dann so eine Schutzgebühr von 4 oder 5 Euro oder so. Und dann gibt es aber auch noch so Sünner-Aftheken, die du sammeln kannst. So, wenn du all hast, dann kannst du das alles nochmal loben und bloß das Aftheken Harzer Hexenstieg oder Goethe im Harz oder so was haben. Und was ich eigens haben will, wäre der Harzer Wanderprinzessin, aber das geil bloß mit 11 Jahren. Oh nee, wirklich? Ja, ja, Ah. richtig blöd. Das wäre so ein sötet Aftaken, das ich echt gern hat. Und das sind auch bloß 11 Stempel. Oh. Ja, Was bist du denn? Bist du schon Wanderkönig? ja, also Kaiser? Gold, Hm? nee, Kaiser noch nicht, aber der Wanderkönig Hevig-All. Wow. Was nu kommt, ist der Harzer Kaiserschuh oder Mhm. der Harzer Steiger. Und das ist aber auch noch, du kannst nicht einfach bloß Stempel sammeln. Du brauchst dann eben auch noch
Stempel, die dann, also für einen Harzer Steiger brauchst du dann 23, die dann mit also Stempel, die mit Bergbau zu tun haben zum Beispiel. Mhm. Also, ja, das ist auch ein bisschen kompliziert. So Beat. Aber ich muss sagen, die meisten Pannen da sind echt gut gebaut. Also da habt ihr sich auch echt was bedacht. Und das macht doch richtig Spaß. Dann doch mal was Neues Tau erwandern und nicht bloß nur Tale, Hände feuern und ja, da auf dem Hexentanzplatz. Wo komme ich denn da ran, wenn nur ein von uns Tauhörern sagt so, boah, im Sommer nur der den Harz loben und den Harzer Prinzessin taubieren? Harzer Prinzessin. Ja, wie komme ich da ran? Ja, wir machen bei den beiden Werbung. Wir warten nicht dafür betalt, liebe Zuhörer. Noch nicht. Noch nicht. Ja. Aber Sie könnt der Harzer Wandernadel, das Heft auch einfach im Internet bestellen. Das könnt ihr unter wandern-in-harz.de ordern und dann betreut ihr da eine lütsche Schutzgebühr. Das sind bloß ein paar Euro und dann, ihr klüft 3 Euro oder so und dann kriegt ihr das zugeschickt und dann könnt ihr anfangen, Stempel zu sammeln und ja, das gibt da auch in App und dann kriegt ihr auch Leaks in große Kord, wo dann auch die Wanderpannen intaken sind. Und dann geht das los, der wahrhaftige Harz. Ja, und der Harz ist ja echt so voll von Sagen und Märchen. Also, das können wir auch nur wann anders überschnacken. Aber das Wandern im Harz ist auch echt schön, auch wenn ein kein Barch zäh ist. Ja, also ich habe noch nie nicht einen Barchgeist, so einen Barkspöck da dropen und in meinem Kopf ist doch vielleicht auch noch nicht so viel passiert, als wie die auf dem Jakobsweg. Aber Lisa, vielleicht passiert ja was, wenn du mir nochmal ein Late vorstellst. Bist du bereit? Ich bin bereit. Oh, dann frage ich mich. Ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf mich, dass ich das Late gut vorzeigte. Okay. Du warst schnell drauf kommen, Löwig. Naja, kicken wir. Also, Hörger, Taumi, Leifwilker. Das Finster lässt sich nicht mehr aufmorgen. Hierin ist das Fullfundi und leer. Und Fermi geit die letzte Kerze ut, die überblieben ist. Ich töf all ein bannig lang Tiet, nu ist dat so wied, der Buten trägt die schwatten Wolken auf. Ich mut durch den Regensturm, hinne der Ehr, an dat Ende von der Tiet, wird doch kein Regen mehr fallen deit, gegen den Sturm, am Abgrund lang. Ich kann ja noch, ich lese noch mal ein Betten wieder. Und als bald ich nicht mehr kann, denk ich do an, jichtens wann, Lob wie Tauhopen, dör den Regensturm, dann ward allen Scout. Das ist mehr so ein Guilty Pleasure von den 2000ern, würde ich sagen. Okay. Wow. Ist das das erste Late, was du nicht gut findest? Oh mein Gott. Vielleicht kann wen. Von den 2000 Teilen. Ein Mega-Hype. Und das war der erste Song von denen. Wow. Ist das ein englisches Lied? Nee, ist ein deutsches. Ein deutsches Lied? Gott. Dörde. Schon. Kannst du nochmal das letzte vorlesen? Den Refrain lese ich ja, ja. Ich muss durch den Regensturm, hinne de Ehr, an dat Ende von der Tiet. Bit dor kein Regen mehr fallen deit. Gegen den Sturm, am Abgrund entlang. Oh, okay. Und als bald ich nicht mehr kann, denk ich du an. Jichtens wann, Lob wieder hoben. Regensturm. Na? Ja!
Ja, sag erst mal. Was sagst du? Ich muss durch den Monsun. Genau. Ja, eigens musst du das aber nur singen, ne? Nee. Nee, ich finde das schon ganz gut. Du übernimmst den Singpart. Ich tanzen beten, dort ciao. Für all die Podcast-Hörer, ich tanzen beten. Okay, also, ich muss durch den Monsun. Okay, Tokyo Hotel. Ja, danke. Und ich dachte mir, Monsun, nee, das ist doch einfach. Ich nehme Regensturm. Ja, Ja, okay. hinterhältig. Das ist echt hinterhältig, aber okay, du sagst 2000 Teiner Guilty Pleasure. Ich habe ein negativer Guilty Pleasure für die. Okay, ich bin bereit. Ich bin maximal bereit. Okay. Ist it Cherry Lady? Lisa. Okay. Cherry Lady. Lisa hat in der verleden Folge, wenn sie das nicht gehört habt, echt dacht, dass ich eher Cherry Lady da bieten do. Also. Ich bin einfach pur verzweifelt. Ich hab das so gehofft. Nee, das wäre nicht Cherry Lady. Also hört am besten mal rein. Das wäre nicht Cherry Lady. Das wäre von einem Mann, der groß 75 Jahre alt geworden ist, glaube ich. Ja, ich glaube, 75 ist er alt geworden. Okay. Ja. Ich fange mal mit der ersten Strophe an. Das fängt an. Ja, ich will de Tiet haben und ich will die Wein sehen. Ich will den Körper füllen und ich will nur wie die kommen. Du musst mi redden. Redde mi, lot mi en gode Tiet hem. Das wäre die erste Strophe, das wäre vielleicht noch nicht so leicht, aber ich störe nochmal über noch der Refrain. Und ich will fühlen, dass du die bewegst und ich will mich gut fühlen. Ich will den Leib sicher fühlen. Lord dien freit wassen. Lord dien freit wassen. Help me, bitte. Wenn ich dir das nur sage, dann denkst du auch gleich, oh. Ja, sicher. Und jeder von den Taucherers wird das sicher auch denken. Okay, das geht so. Yeah, I wanna have the time and I wanna see you cry. I wanna feel your body and I wanna get close. You gotta rescue me. Rescue me, let me have a good time. And I wanna see your loving and I wanna feel rain and I wanna get inside you and I wanna feel the pain. You gotta rescue me, let me have a good time. Ne? Du weißt auch, Bell, Book and Candle. Kennst du singen? Bell, Book and Candle ist die Band und das Lied heißt Rescue Me. Rescue Me, ja. Aber ich will nicht auf die Sängers kommen, die habe ich noch nicht gehört. Bell, Book and Candle. Ja, okay, ich kenne das Lied, aber ich kenne die Sängers nicht. Ja, das war so ein One-Hit-Wonder. Aber das war mein negativer Guilty Pleasure. Oh, schön. Ja, ist ein schöner Song. Ist ein schöner Song. Mit einem schönen Song. Wir entlauten auch noch nicht ganz mit einem schönen Song, sondern auch noch mit einem schönen Anteaser für die Tauchkommen-Folge. Hika, möchtest du da übernehmen? Ja, wir habt ja nun all wieder so viel über das Utland vertellt. Und wir habt ja auch all in Folge hat, wird das Leben in Utland, aber was ja auch gar nicht interessant ist, was passiert eigentlich mit ein, wenn hey oder wie uns sei, wie zwei das Utland zurückkommt. Genau. Da schnackt Jummes kein Einörbe. Und da hab ich gedacht, na gut, dann schnackt wieder endlich mal Örbe, wo das so ist eigentlich, wenn das zurückkommen und das manchmal schwore ist als Wächterfeuern. Ja, und das könnt ihr ja in der Tokam-Folge anhören. Und bis dahin, sagt wie? Mag das gaut. Bis balle. Tschüss. Tschüss.